Ich möchte heute ein paar Hintergrundpapier malen mit Aquarellfarbe. Ich habe mich nämlich dazu entschieden, mein nächstes Journal soll so etwas in dieser Art werden, in diesem Stil. Und für solche Elemente da brauche ich ein bisschen eingefärbtes Papier. Ich habe nämlich auch hier noch ein paar weitere Mannsgöckeli gemalt und gezeichnet. Auf jenste verschiedenste Art habe ich es noch ein bisschen probiert. Hier habe ich es tatsächlich probiert, auf so ein Papier zu malen, so ein Klebepapier. Ich habe es dann ausgeschnitten und jetzt habe ich tatsächlich so ein Kleberli bekommen. Ist das nicht wahnsinnig herzig? So, aber jetzt brauche ich zuerst mal ein bisschen Papier eingefärbt. Und für das habe ich hier meine wunderbare, uralte Aquarellfarbe vorgenommen und hier noch so ein bisschen Glitzer-Aquarellfarbe, die ich aus dem Migros habe. Und ich weiss ehrlich gesagt auch gar nicht, was man so braucht für zum Aquarell malen. Ich habe keine Ahnung, welches die richtigen Pinsel sind. Ich mache einfach mal mit dem, was ich hier habe. Ich habe noch wieder so einfach so irgendein Papier, Zeichnungs- und Aquarellpapier vom Lachenmeier. Das sollte doch gut sein. Das ist also ein bisschen dickeres und stabileres. Auf dieser Seite ist es ein bisschen glatter. Da fange ich doch jetzt mal an. Und ich mache einfach mal ein bisschen drauf los. Vielleicht machen wir etwas ein bisschen in einem Blauton. Wir brauchen ja sicher irgendwie ein bisschen Himmel oder was weiß ich. Ich will es gar noch nicht allzu fest definieren, was es dann schlussendlich soll werden. Ich male einfach mal so ein bisschen drauf los. Einfach ein bisschen schön einfärben. Und dann kann ich dann immer noch schauen, was dann schlussendlich daraus gibt. So, jetzt wollen wir doch mal schauen, was da alles dabei rausgekommen ist. Da ist eins, das ist da noch nicht ganz trocken. Das ist so ganzes orange, fleckiges mit Glitzer. Dann haben wir hier so ein grünes, wo ich ganz viele Kleeblättchen übereinander drüber gezeichnet habe. Das finde ich auch ganz hübsches, von der Farbe her gefällt mir das mega gut. Da habe ich einfach die Kreise immer wieder gezeichnet und immer wieder mit dem Papier abgetrocknet, dass ich die nächsten wieder drüber hineinzeichnen kann. Das ist auch ganz wild geworden. Und, ja genau, da habe ich hinten noch das Blaue. So, was haben wir da? Das ist jetzt ziemlich schlicht. Da ist man von einem anderen ein bisschen drauf getropft während dem Trocknen. Aber das macht nichts. Und dann da, es war auch sehr wild, da habe ich ganz oft noch so Blümchen drauf gezeichnet, wo dann alles wieder verschwommen ist miteinander. Das ist eines, was ich glaube ziemlich am Anfang gemacht habe. Das gefällt mir extrem gut. Die verschwommenen Spiralen da. Das finde ich mega schön.
das hier auch wieder ein bisschen ein wildes. Mal schauen, was es denn mit dem gibt. So, und das ist auch ziemlich ein Rüsi-Müsi geworden. Da könnte ich mir schöne Blümchen vorstellen. Das Blaue, wieder so eins, das so ein bisschen wolkig ist. Sehr hübsch. Und dann habe ich da noch ein bisschen Musikpapier genommen. So, und dann habe ich da noch zwei, die total wild sind, aber ich finde das mega schön. Das gefällt mir auch gut, wenn da das so ein bisschen verdecken, dann sieht nämlich die Noten sehen dann plötzlich so aus, als würden die auch verschwimmen, obwohl sie das ja gar nicht machen. So, und dann ist da noch eins, das ist da auch nicht ganz trocken. Ein kleines, feineres, ein weniger wildes. Ah ja, genau, und dann sind da die Buchseiten noch gekommen. Die gefällt mir vor allem gut, die so schön gestreifelt sind oder also ganz schlicht einfach. Oh, das ist ein schönes. Und dann haben wir noch ein bisschen Blümchen. So, da ganzes Wildes. Und das gefällt mir auch extrem gut. Wie das hier ineinander rein verschwimmt oder so da verschwimmt es ineinander und da überlagert sich so. Das finde ich mega schön. Und das auch, das ist auch ganz zartes. Ich finde, die kommen halt auch wahnsinnig gut raus auf dem nicht ganz weißen Papier, das schon so ein bisschen vergilbt ist. So, da haben wir noch zweimal ein Blümchen und dann so ein ganzes grünes. So, und dann habe ich noch 3 ganz grosse gemacht. Das ist jetzt trocken, jawohl, genau. Das habe ich mir vorgestellt, aus dem könnte man dann vielleicht das Cover machen. Irgendwie so. Vielleicht zum Zuklappen. Ich habe gerade eine mega coole Anleitung auf dem Kanal Sassibo gesehen. Sie macht so wunderschöne. Aus Masterboard hat sie mega schöne Umschläge gemacht und Täschchen und sie genäht hat und eben auch Cover für Journal. Dann hat sie das da, das ist ein ganzes Wildes. Aber eigentlich, jetzt mal, wenn man das noch mega schön dekoriert und so. Doch, irgendwie. Das war jetzt immer so ein mein Favorit gewesen. Jetzt. Weil es so schlicht ist und dann kann man ganz Haufen Zeugs drauf dekorieren. Habe ich irgendwie das Gefühl, würde noch recht cool rauskommen. Ich weiss es nicht. Ich muss mir das noch genauestens überlegen. So. So viel. So viel Material ist da dabei rausgekommen. Bei dieser Ummalerei. Und ich habe das Gefühl, die Männchen, die wir hier gemacht haben, die passen doch hervorragend auf die wunderschönen Papier. Ich glaube, da können wir dann ein ganz cooles Journal daraus machen. Ja. Jetzt muss ich mir dann gerade noch ein bisschen überlegen, wie ich das Cover machen will und was ich für Buchseiten rein tun, also für eine Signatur will machen. Und das hier soll ja eigentlich alles nur Deko werden. Oder so. Ein bisschen Collage, ein bisschen Täschchen, ein bisschen, was weiß ich, was es denn alles gibt. Ich habe das Gefühl, es kommt gut. Ich freue mich mega, ich finde es auch schön. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, was wir mit dem dann alles machen,
dann könnt ihr das nächste Mal wieder reinschauen. Bis dann. Tschüss.